Über die letzten paar Sender haben wir uns mit Gottes Kirche beschäftigt. Wir haben gesehen, was Gott in Gemeinde ist. Das ist Tempel Gottes in Körper Christi. Wir haben auch gesehen, wer Gottes Kirche bauen wird. Wer der dort? Gott selbst. Und wo dort gebaut wird? Durch seine Kinder. Right? Und von da, wo wir diese Gedanken schließen, indem wir taub siegen, wo Gott seine Kirche oder Gemeinde Toopjestalt hat oder organisiert hat. Und wir wollen diese Betrachtung mit Gott selbst anfangen. Gott, Vater, Sohn und Heilig ist. Dankeschön. Gott ist die höchste Autorität an der Kirche. Das ist der ganz Bewusste. Und das ist seine Kirche. In unserem Text, wo der Gruß los, sagen wir, wo Paulus Jesus in 3 verschiedene Wege beschreibt. Warum? Um uns zu wiesen, wo Jesus über seine Kirche herrschen wird oder regieren wird. Und weil wir nicht vergessen, dass diese Punkte auch den Vater und den Heiligen Geist beschrieben werden, wie es der Gottheit eint ist. So was wir von Gott Vater weit, dort weiten wir auch von Gottes Sehen und auch von den Heiligen Geist. In Vers 19 sagt, Gott gefällt dort, dass die Sehen die volle Gottheit an sich hat. Und anders dort manchmal bloß ein bisschen schwer zu verstehen und begreifen, wo Gott schaffen wird, wo die 3 Personen sind und über völlig eins sind. Wir können das als Menschen nicht völlig begreifen, aber so ist das. Das wird Gottes Wort uns lehrt. Und dann sagt Paulus in Vers 15 und 16 in Kolosser 1, Christus liegt neben Gott, den wir nicht sein können, weil wir durch ein Irgendwort aber ihr gemerkt wird, dadurch mögt Gott alles, was im Himmel aber ihr gemerkt worden ist, was zu sein ist und was nicht zu sein ist, auf Thronen oder Regierungen oder Herrschaften und Gewalten, dort ist alles durch und verarm gemerkt. So an dieser Vers finden wir 2 Punkte, die uns wiesen, dass Gottes Autorität über alles ist, dass Gott selbst über alles ist. Erstens, wir Gott durch ein irgendwas abeiert wir. Und nicht bloß das, durch mögt Gott alles. Alles, was von dir ist, kommt von Gott. Kommt von Gott. Und das sagt ja sogar, durch Jesus hat Gott alles gemerkt. Wenn Gott der Erschaffen ist oder Merker ist, dann hat er auch Vollmacht über alles, was er gemerkt hat. Und das merkt Sens, nicht? Das gehört ihm. Er hat das gemerkt. So dann ist seine Vollmacht auch über alles, was gemerkt ist. Und das ist er durch alles. Und zweitens, los wie dort Jesus alle Thronen und Regierungen, Herrschaften und Gewalten gemerkt hat. So wie weit Jesus hat alles gemerkt, aber sogar die Regierungen, die ganze Politikerwelt, wo alles randet, hat Gott auch gemerkt. So ist dort wohl dort. Du sollen Politiker sein, du sollen Obrigkeiten sein, und dort kommt von Gott. Und über sagt du wegen, als Gott, der kann nicht über alle kann nichts, wegen heu über all die Regierungen ist. Hij ist kann nicht über alle kann nichts. Und der Psalmist sagt in Psalm 47, Vers 8, er sagt, Gott ist kann nicht über die ganze Welt, singt ein Psalm am zu loben. Und manchmal als Christen fallen wir uns nur allein und wir denken, die ganze Welt ist gegen uns und das ist wirklich so. Und wir können nicht verstehen, woran Politiker welche Dinge tun und woran sie welche Policies anbringen und so weiter. Aber schließlich zuletzt, als Gott kann nicht über alle kann nichts. Wenn er sagt, das ist nicht genug, dann ist das genug. Dann greift er an, dann tut er was damit. Seine Kraft ist darüber. Er kann nicht über alle kann nichts. Und wenn Gott kann nicht über alle Regierungen ist, dann ist er sicherlich auch kann nicht über seine eigene Königreich. Wovon Jesus vierten predigen und wovon wir in Kolosser 1, Vers 13 losen. Dort sagt er hat uns uit der Gewalt von den düsteren Machten rütgerat und hat uns dann gesagt an das Reich von seinen Leben sehen, Jesus Christus. Und dort habe ich ein paar Werkträge auch betrachtet, wo das Wort Kirche meint rütgeraubt, right? Wir sind rütgeraubt von der finsteren Mächte und sind in seinen
seinen Himmelreich oder Königreich nahe gesagt worden. Und dann sagt Paulus in Vers 17, hey, nämlich Jesus, wie er durch irgendwas gemerkt wird, in Darcham besteht alles. So, er hat alles gemerkt und dann in Darcham besteht alles. Er sorgt für seine Kinder, aber für die ganze Schöpfung. Und das fängt wie in Hebräer 1, Vers 3, wo die Bibel uns sagt, die sehen, strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem Heu an seine Orten wies auch genäht liegend. Und dann sagt der Hebräer-Schreiber, da sein Kraft jetzt wird, reicht in eure Halt alles, was du hast. Er reicht in eure Halt alles, was von dir ist, bloß mit seiner Wird. Und wir wissen, wo stark Gott seine Wird sind, wenn es seht wird und dann wieder tut. Das wir in 1. Mose lesen da, nicht? Seine Wird, die sind so kraftvoll. Und so eure Halt alles auch durch seine Wird. Der ist über alles. Und das ist besonders wahr, wann es um seine Kinder oder Gemeinde geht. Der Psalmist David in Psalm 23, ich glaube, der Verse kann wie alle geht. Und du so vergleicht Gott mit einem Schubhort, der für seine Schub sorgen wird. Der Herr ist mein Hort, sagt er. Mir wird dort an Wort fehlen. Nicht fehlen. Nicht fehlen, sagt er. Er bringt mich ab der grünen Welt und lässt mich befreien, wo da Angsten oder Ängsten reven, sagt er durch. Er gibt mir eine solche neue Kraft, er lädt mich ab der gerechten Wege, sie nun sind helfen. Und so weiter. Und Christus nur hört, weil Gott für seine Kinder sorgen. Er will uns leiden, er will uns helfen, er will uns aber nie Nahrung geben für unsere Seelen, dass wir geistlich wachsen können und gesund bleiben dann und stärker werden und dann noch mehr für uns tun können. Er sorgt für uns. Und wenn wir am dich bleiben dann bewahrt er uns auch. Und das ist der Herr Jesus, der diese Arbeit aus hört, nur Pfingsten übernehmen. Und Gott ist Jesus, weil durch uns schaffen, uns Leben, uns alles geben an Christus, was uns im Leben fehlt. So dass wir dort tun können, was er von uns verlangen wird. Drittens, sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 18, der gemeint ist sein Körper und er ist der Kopf oder das Haupt. Von ihm kommt dort Leben. Er ist der Erstgeborene von den Todes, dort er in alles den ersten Platz hat. So als Kopf kontrolliert Jesus die Kirche und Krieg, das haben wir auch all im Vorwerk 3 betrachtet, also wo wir dort von der nicht weiter betrachten. Aber was Gott will, durch seine Kinder, dann dort das er. Und wir sagen ja in Amen, Gott, krieg dort, wo du für mich handeln wirst, dort wo ich da, wenn du mich leben das, wenn du mich kontrollieren das. So, in uns Tages wird Jesus in 3 verschiedene Wege beschrieben, als allmächtiger Erschaffer und König, als uns Versorger, durch wen alle Dinge bestehen, und auch als der Kopf über seinen Körper, er kontrolliert alles, die 3 Wege. Und all die an Jesus Christus glauben und auch Erlösung an ihm gefunden haben, gehören dann zu Gott seine Königreich, zu seiner Schub und zu seinem Körper. Und die zweite Hälfte von dieser Betrachtung, wo wir Jesus seinen Körper im Bett studieren, um zu sehen, wo Jesus seine Kirche Toopjestalt hat. Paulus sagt, Gott hat seine Kirche Toopjestalt, nicht wie Menschen. Der hat die Toopjestalt, wenn er will, ans Leben. Und wo haben wir uns Toopjestalt? Wenn wir nu unsere Bibel in 1. Korinther Kapitel 12 aufmerken, ich will beste Verse für uns aus 1. Korinther 12 lesen. Also wenn die mitlesen wollen, dann will ich mit Vers 12 anfangen. 1. Korinther 12 von Vers 12. Paulus erklärt, so als ein Körper ein Ganzes ist, wenn die auch viel Glieder haben, und all die Glieder, so viel es dort auch sind, ein Körper sind, so ist es auch mit Christus. Wir sind alle durch einen Geist in einen Körper gedeiht, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Freie, und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Ein Körper ist nicht mit ein Glatt gemerkt, aber mit vielen. So kriegst du es nicht Körper, verschiedene Körperteile hat, so hat Gottes Familie auch sehr verschiedene Kinder.
Wir sind verschieden. Und ich danke Gott dafür, dass wir verschieden sind. Nicht? Das wird über so boring sein, wenn wir alle überein wären. Und was eine Religion ist es dort? All die Menschen sind überein Luten, überein sein, überein Ding. Und das wird dann langweilig, nicht? Gott hat uns spezifisch so unique gemerkt, nicht? Die Welt haben, dass wir ein bisschen verschieden sind. Und er merkt uns auch verschieden für ein paar Gründe. Und die Gründe in Ursachen, wo wir nicht betrachten. Wir lesen, wenn wir wieder lesen dann, in Vers 16 bis Vers 20, Vers 16 von 1. Korinther 12. Und wenn das die Uhr sein wird, wir sagen nicht eine Uhr oder Usi, dann sehe ich nicht ein Port um Körper. Und deswegen wird das noch einmal ein Port um Körper sein. Und wenn der ganze Körper ein Uhr wäre, wo wird das Hirn bleiben? Und wenn der ganze Körper eine Uhr wäre, wo soll einer reden können? Aber nu hat Gott mit den Gliedern um Körper so taub gestaltet. Sieh, Gott hat die so taub gestaltet, als er dort für Gott befangen hat, weil wir hier mit anhalten. Merkt Gott Fehler? Nee, never. Er hat uns so taub gestaltet, als er dort für Gott befangen hat. Und wenn er nicht Fehler merkt, dann weiß wir, komm mal, wir sind verschieden. Und das Gott, dass wir verschieden sind, und das Gott, dass wir verschiedene Ämter haben und Guven haben. Ja? So, er merkt keine Fehler. Er hat uns so taub gestaltet, als er dort für Gott befangen hat. Und dann sagt Paulus hier, wenn die alle ein Organ wären, wo könnte dann ein Körper geben? Aber nu sind durch Fehlglieder, aber nur ein Körper. So wie sollen verschieden sein, und das Gott, dass wir verschieden sind. Und noch ein Weich, wo Kinder Gottes verschieden sind, als dort Gott seine Kinder verschiedene Guven gibt. Er gibt uns verschiedene Guven. Und das soll wie an Vers 4 bis 7. Von Vers 4 bis 7. Du hast verschiedene Guven, aber du hast ein Jes. Du hast verschiedene Diensten, aber du hast ein Haar. Du hast verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast ein Gott, der alles in allen wirkt. Dort wird der Jes an jedem wirkt, als du zu gegeben, dort allen zum Nutzen deinen soll. Allen. So, Gott gibt uns verschiedene Guven, so dass wenn wir unsere Guven taub down und einander halten down, dass wir alle dadurch die Gewinns kriegen. Dass wir alle wiederkommen, dass wir alle gesund bleiben, dass wir einander wachsen und wiederkommen. Na, was von diesen Guven wurden mehr öffentlich gebraucht als andere Guven, besonders die Guven, die mit Kircharbeit zu tun haben. Zum Beispiel die, die ungerechten tun in der Sinnerschulklassen oder Predigen und so weiter. Und die, die so eine Guven haben, wurden von Gott geraubt, um besondere Diensten zu fallen und zu tun. Und das wird uns ganz klar und deutlich ausgelegt in Epheser Kapitel 4, Verse 11 und 12. Epheser 4, Verse 11 und 12. Epheser 4, Verse 11 und 12. Seine Guven werden diese. So, das sind die Guven, die von Gott kommen. Dort hat einige aus Apostel, einige aus Propheten, einige aus Evangelisten, einige aus Hort und einige aus Lehrer und Stahlen deit. War das Gott? Und das deit um all Gott seine Kinder zum Christendienst reich zu merken, wo durch Christus sein Körper dort als der Gemeinde gebildet wurde. Wo unterschieden sich diese Dienstguven? Wo wir die mit betrachten? Apostel, was ist ein Apostel? Was wäre der Apostel? Was ist der Unterschied zwischen einem Apostel und einem Prediger? Haben wir uns mal darüber Gedanken gemerkt? Ja, die werden auch Lehrer. Und die werden ganz besondere Lehrer, was der abgestudene Christus selbst mit ihren Jungen gesehen haben. Und dann auch eine ganz besondere Abgabe von Christus gekriegt haben. So, Jesus hat erstens seine 12 Apostel, right? Und dann nur dem war noch einer dazu getan. Wer war das? Paulus. Und das ist ein bisschen interessant, und das habe ich nicht in meinen Notizen, aber ich dachte, ich würde das vielleicht hier erwähnen. Am Anfang hat Jesus 12, aber dann
waren die alle, wo? Ja, Judas, right? Er ist aufgefallen und er nahm dann sein Leben. Und dann die Apostel, die dann taubschaffen, right? Und die sehen, dass nicht verändert, du 11 sind, du sollen 12 sein. Dann fangen sie an, das wir Pfingsten, okay? Sich zu erhören und Gedanken zu merken, wie man 12 haben, was da wir nicht damit. So, die jucken sich in der Plan deutlich und die deuten dort auch und dann holen sie 12. Aber was die Bibel gelehrt sein, käme das wirklich von Gott, das wir Pfingsten, das wir vielleicht bloß Menschengedanken. Right? Luther hat Jesus selbst noch einen Apostel dazu getan. Und das wird Paulus. Right? So, ich weiß nicht, ob das gleich stammen wird, aber das gibt uns Gedanken. Right? Das muss von Gott kommen. Gott muss rauben. Gott muss dazu tun. Nicht wie Menschen. Wenn wir menschlich denken, dann kann Gott bloß sollte sein, nicht mehr da durch uns. Gott muss lehren. Gott muss schaffen. Durch seine Kinder. So war das bloß Nebensache, aber mit interessant. Ja, wir sind das ja verschiedene Diensten. Aposteln wir da, was Jesus, der abgestundene Jesus selbst sein haben und auch einen Abruf von Jesus kriegen deuten. Und wir lesen am Neuen Testament auch von christlichen Propheten, die von der Zukunft prophezeit haben. Und was Beispiel wurden Agabus sein von Apostelgeschichte 11, Vers 28. Und wir weiten auch von Paulus, wo er prophezeit hat, in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Und auch Johannes in Offenbarung. Right? So, das gibt im Neuen Testament auch noch Propheten. Und dann Evangelisten. Evangelisten sind die Gott raubt, zu predigen, aber nicht ihre eigenen Quellen haben. Die würden mehr als missionarisch sein. Was eine ganz besondere Ruf haben für Gott sein Evangelium zu bringen, klar auszuleihen. Und dort wird, was aus Hort eben sagt, was meint Wort. Was ist ein Hort? Von der nahen wie die Prediger, nicht? Das Wort Prediger meint Hort, Schubhort, Shepherd. Und dann gibt es noch Lehrers, die eine besondere Ruf haben, schwere Themen auszuleihen, zu unterrichten. So nicht alle, was Prediger sind auch Lehrers, aber was Lehrer sind nicht Prediger, right? Wir haben alle verschiedene Rufen in Dinge, die wir vielleicht ein bisschen besser tun können oder für uns ein bisschen leichter zu tun sind und so weiter. Aber Gott will unsere Rufen brücken, für und dort wie für schaffen sein. Und obwohl Paulus sagt, dort Bauten kann 4 verschiedene Sorten Dienstrufen haben, wird fern in Gottes Wort nur 2 Sorten von Kirchendiensten erwähnt. Wir lesen in Philipper 1, Vers 1. Paulus und Timotheus. Philipper 1, Vers 1. Christus seine Diener schrieben alle Helden in Christus Jesus in Philippi und auch nicht die Gemeindenlehrer in der Kaunen. So Gemeindenlehrer, wie würden sein Prediger oder Bischöfen. Der Luther-Übersetzung sagt oder redet von Bischöfen in der Kaunen. Und dann in 1. Timotheus 3, und da wollte ich auch was Verse für uns lesen. 1. Timotheus Kapitel 3. In 1. Timotheus 3 lesen wir weiter von diesen 2 Sorten Diensten und auch die Qualitäten oder die Eigenschaften, die sie haben sollen. Verse 1 bis 4. 1. Timotheus 3 von Vers 1. Dort ist die Wahrheit, sagt Paulus, wer durchstrebt, Gemeindenlehrer zu werden, strebt nach ein gutes Amt oder Amt. Ein Gemeindenlehrer soll einer sein, über dem sein Leben nicht auszusagen ist. Er soll mal eine Früh haben, er soll klar denken können, sich beherrschen, ihren Hof und jasfrei sein und am Stand sein, andere zu belehren. Er soll nicht ein Trinker sein oder einer, der abstriden hält. Er soll freundlich sein, nicht an andere Gewalt üben und nicht nur Geldhängeron sein. Er muss sein eigenes Haus weiten fertig tun und seine Kinder so zu belehren, dass sie Amt gehorchen und respekten. Und dann geht er noch wieder. Und die Eigenschaften für Diakonen fingen wir in die Verse 8 bis 13.
im 6. Kapitel, und sind sehr ähnlich zu dem für Bischöfen, für Prediger. Dort Paulus die Eigenschaften von Bischöfen in der können Apporte haben, der wies uns, dass diese zwei verschiedene Diensten sind. Right? Was es sein, nur die können Bischöfen, das ist dasselbe, aber das ist nicht. Im 6. Kapitel redet er erst von Bischöfen oder von Gemeindenlehrern und dann redet er von den Können. Das wären zwei verschiedene Diensten. Was meint Diakon, das Wort Diakon? Das Wort Diakon finden wir mal 5-mal im Neuen Testament. Das Wort meint, das ist actually noch interessant, was das Wort bedient, das meint, so busig zu gehen, dort das Stift. Das ist was das Wort meint. Ich meine, hier steht das noch leicht, nicht? Wenn eine busig geht, langsam geht. Aber das Wort Diakon meint, so busig zu gehen, dort das Stift. Und das meint so viel, dass die können sollen so sein, dass sie ihre Arbeit kurz, busig und gut tun. Die können sind die dem Prediger mit der jährlichen Arbeit an der Kirche helfen tun. Die würden vielleicht predigen, wenn die Prediger nicht durch ist, oder Menschen besiegen, vielleicht die Sonntagsschullektionen leiten, die Arme helfen und so weiter. Und kriegst als Prediger schworen, die können von Gott selbst geraubt und nicht von Menschen. Die sind jährliche Diener, die Gott geraubt hat, um jährliche Arbeit zu tun. Am Anfang sehe ich, dass Gott die höchste Autorität an der Kirche ist. Wie es dort seine Kirche ist. Und ich sehe auch, dass alle Kinder Gottes wichtige Körperteile an Jesus in Körper sind. Und doch, weit wie dort Jesus, was Menschen, was Christen unvertrüht haben, heute über sein Volk zu sein. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, redete Paulus zu den Predigerbrüdern in Ephesus. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und das wird heute ansagt. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So wirkt über jünd Salz und auch über der Herd, über die der Herr Jesus jünd aus Absicht da Gestalt hat. Ein Hort über Gott seine Gemeinde zu sein. Da er sich mit seinen eigenen Sehen sein Blut gekauft hat. Das meint nicht, liebe Geschwister, dass die Prediger über Gottes Volk herrschen sollen. Petrus, besser gesagt, Petrus sagt in 1. Petrus 5, von Vers 1 bis 4, wo Prediger sollen sein. 1. Petrus 5, 1 bis 4, er sagt, noch eine Ermahnung an alle Ältesten schmankt jünd. Er sagt, ich sie auch ein Ältester oder Gemeindenlehrer. Und hier sein, wo Christus leiden muss und soll auch an der Herrlichkeit teilnehmen, die bald vor den Tag kommen soll. Sorgt für Gott seine Herd. Das ist nicht meine Herd. Das ist Gott seine Herd. Über die er jünd gesagt hat, nicht gedwungen, dort gern. Nicht ut Gewandsucht, aber leichthallig, als ein Dienst für den Herrn. Je sollen auch nicht zu streng über den Herd sein, je sollen an jünd sein können, wo sie leben sollen. Und wenn der bewusste Hort kommen wird, dann will je eine Ehrenkron kriegen, die ewig bleiben wird. So Prediger sollen Hort sein, die sich für Gott seine Herd sorgen tun. Und das sollen sie jeden tun und leichthaltig tun als ein Dienst für den Herrn. Und Petrus sagt sogar, die wird ungeansandt oder die, für den wir sorgen sollen, die sollen sein können, wo einer leben soll, wo. Ja, die Prediger sollen Vorbilder sein für die eine Gemeinde. Deswegen kann Paulus sagen, die sollen Krieg so leben, dass ich für Christus lebe. Und wenn die Predigt nicht sein kann, dann ist irgendwas du auch nicht, right? Dann tun sie nicht dort, was Jesus von an verlangen wird. Das gibt gewisse Menschen, die würden jeden Prediger wählen wollen.
Woran? Ja. Die werden die Verantwortung nicht sein, right? Woran noch? Woran wurden weiße Menschen Prediger schworen? Die sind hängen ihr, nicht? Die werden geirrt worden. Wonach? Wer sein, nicht? Oh dear. Kuppi reden nicht von mir, nicht? That's right. You know, Paulus said, wer Prediger will sein, Geomtenlehrer will sein, das ist actually eine feine Amt, right? Das ist eine gute Amt, das ist eine sehr feine Abgabe, das ist eine sehr feine Dienst. Das ist fein, wenn du weißt, Menschen sein, wurden wollen ein Tag, aber über die rechten Motive nicht, wenn sie Gottes Volk live haben und helfen wollen und für Gott schaffen wollen, right? Wer wahrlich als zu dein wird von Gott geraubt worden, seine Deine zu wollen. Wir müssen wahrlich sein, dort zu tun. Aber wenn wir die rechten Motive haben, Lehrer zu sein oder Lehrer zu werden, ich meine, erstens, dann kann Gott wenig durch uns tun oder sollte sein, nicht durch uns tun. Und zweitens, wir werden viel mehr Schulden tun, als Gott. Stimmt das? Wir wollen Menschen verleiden, anstatt leben. So, du hast eine sehr große Verantwortung. Und du wegen schaßig dort so sein, wenn Menschen mir sagen, dann komm mal, ich bete für ihn. Für mich und für meine Familie, für meine Frau und für die Kinder. Uns fehlt dort. Prediger, die wollen kriegen so gut versagt, dass all die anderen Menschen, vielleicht noch ein bisschen mehr als die anderen Menschen. Wenn Satan weit, komm mal, wenn er mich verleiden kann, dann will ich auch viele andere verleiden kann. Ich schätze das. Und Gott schätzt das auch, wenn er Boten hat, wird Gott vom Horten dein tun. Und vom Horten live haben, und seine Kinder auch live haben. Dort seine Kinder dann die Boten auch respektieren tun. Und schätzen tun. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 13, Vers 17, Harchne jene Lehrer, und schaut nun zu dort, was sie jünd sein, die werden über jene Säulen in Maten dürfen Rechenschaft aufgeben. Und dort ist besser für jünd, wenn die dort mit Freude tun kann und nicht mit stehen. Ich sage, das ist nicht besser für die Prediger, das ist besser für jünd. In unserem Tag, wenn der Samarias, haben wir gesehen, wo Gott seine Gemeinde Toopjestalt hat. Erstens kommt Gott. Er ist uns Erschaffer und König, er ist uns Versorger und Hort, er ist der Kopf von seinem Körper, er lehrt alles. Und dann ungearm sind wir sind seine Kinder und wir sind glicken wird ungearm. Wir sind seine Körper. Und Gott gibt seine Kinder alle jährliche Guven in Arbeit für Amt zu tun. Und was die Christen wollen so eine Guven gegeben, wo mit Kircharbeit zu tun haben und in Gottes Wort auszuleihen und so wieder. Gott raubt so eine spezifische Diensten an der Kirche. Und das ist auch ein Hort sein an der Kirche. Und ein Hort will immer das ganz Beste für die Schub haben. Und kriegt das Jesus das ganz Beste für uns haben will. Sie sollen das Jesus sein. Und wo ist Jesus? Johannes sagt in Kapitel 10, ich sehe der gute Hort. Ich kann meine Schub und meine Schub kann mich. Ich kriege so aus der Fuder mich kann und ich den Fuder kann, ich gebe mein Leben für den Schub. Jesus gibt sein Leben für uns. Das er uns so lieb hat. Und kriegt so seinen Prediger und der wird Diensten an die Kirche haben, Gott seine Kinder lieb haben. Die geben alles für Gott und für seine Kinder. Und wenn wir so eine Einstellung haben, wenn wir wissen, dann Gott hat mich zu Wort beraubt,
Wenn ich mir eine Arbeit gegeben habe, die ich für am tun soll, kriegen tun, wo das ist. Wir sind einmal das ganz Beste probieren zu tun, was wir können, nicht? Wir tun das nicht für Menschen, aber wir tun das für Gott. Und wenn wir seine Kinder live haben. So hat Gott seinen Körper Toopjestalt, seine Kinder Toopjestalt. Er merkt nicht Fehler. Und er will haben, dass wir sehr verschieden sind, aber auch taub schaffen, so dass wir für arm schaffen können. Amen.